Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Panorama, moderiert aus Bern. In der heutigen Sendung geht es um folgende Themen: Frühlingsausstellung und wir reden mit beiden Seiten zu der Kurtaxenreform in Interlaken. Wie bei Kleidern gibt es auch bei der Einrichtung jeden Frühling einen Wechsel. Die beiden familiengeführten Unternehmen Möbel Blunier und Henny Möbel haben Patrick Schmid von Plattform J einen exklusiven Einblick in ihren Showroom gegeben. Wir sind mittlerweile in der dritten Generation, wo wir Möbel Blunier und Henny Möbel führen. Unsere Kernkompetenzen ist sicher das Einrichten, familiär, kompetent und persönlich. Wir wollen vom Planerischen bis zum Einrichten den Kunden von A bis Z betreuen und durch das ein Einkaufserlebnis, das er sonst nicht findet, bieten. Im Moment ist für uns eine sehr wichtige Zeit, weil der Frühling fängt an und da will man sich neu einrichten. Und wir feiern unsere Frühlingsausstellung bis zum 12. April und zeigen neue Trends. Und da helfen wir, Inspiration zu suchen und zu finden bei uns in den Showrooms in Uetendorf und in Olmütz und zeigen viele Neuheiten. So wie bei den Kleidern gibt es auch bei den Möbeln Trends. Im Moment haben wir Trends wie organische Formen, die man auch bei uns in den Ausstellungen sehr oft sieht. Und farblich natürlich auch. Wir helfen den Kunden hier auch, die perfekte Wandfarbe zu der Einrichtung zu finden. Und da kann man schon gewisse Verbindungen herstellen. Wir haben wichtige Partner im Einrichtungsbereich, unter anderem Marken wie Leolux, Brühl, Tempur, Silentgliss, wo wir auch neue ganze Vorhangkonzepte machen können. Und das setzen wir uns ein für die Zukunft, dass wir da wichtige Handelspartner haben, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Die Kunden kommen zu uns mit ihren Bedürfnissen. Dann machen wir eigentlich anhand von dem ein Einrichtungskonzept mit Visualisierungen, wo wir in unserem Programm sehr schön darstellen können, wo dem Kunden hilft, dass er sieht, wie es dann auch schlussendlich bei ihm daheim wirkt. Hier sind wir in einem unserer Schrankstudios, wo wir zeigen, was farblich machbar ist. Also wir sind dort relativ flexibel. Also da kann der Kunde mit jeder Farbe kommen, wir können es realisieren. Wir haben eine Kommode in der Mitte des Raums und zeigen hier auch noch einen Schliebtürenschrank, wie wir die Kombination machen können, wie es bei dem Kunden daheim ist. Hier sind wir in einem unserer Schlafstudios von der BICO. In Uetendorf haben wir ein grosses Schlafstudio für Riposa ausgestellt. Man muss sich immer wirklich Zeit nehmen. Also wir sagen gut, eine halbe Stunde wirklich pro Person, wo man sich wirklich Zeit nimmt für die Matratze. Man muss wirklich schauen, dass die Ergonomie stimmt, dass die Druckentlastung da ist. Und das müssen wir wirklich anhand der verschiedenen Matratzen mit dem Kunden zusammen testen. Ich freue mich sehr auf die neue Jahreszeit, weil eben die Kunden freuen sich, wieder rauszugehen. Und auch die Möbel sind danach, die wir jetzt haben, wirklich coole Produkt-Highlights, die wir zeigen. Sei es im Schlafen, wie wir es hier sehen, oder auch in den Postermöbeln, die schön sind für die neue Jahreszeit. Tourismusgebühren bringen Millionen auf Interlaken. Doch woher geht das Geld? Das fragt sich Manuela Niffeler, Co-Präsidentin der GLP, auf dem Bödeli. In einer Motion wird jetzt eine umfassende Reform der Kurtaxe gefordert. Mehr dazu im Beitrag von Ben Abeckle. Die Ausgangslage ist, dass die Rentale und ich zusammen als Parlamentsmitglied von Interlaken einen Vorstoss haben gemacht, dass man die Kurtaxe generell zu Interlaken hinterfragen sollte. Das sind Finanzflüsse, das ist die Höhe der Kurtaxe, das ist die Saison von Winter und Sommer. Das sind mehrere Punkte, die wir hinterfragen im Kurtaxenreglement. Kurtaxen sind ganz wichtige Einnahmequellen von Interlaken, von unserer ganzen Region. Es sind sehr viele Sachen, die im Moment bei den Gemeinden zum Beispiel anfallen. Steuererhöhung, man hat Kosten, Infrastrukturerhalt. Es sind viele Zusammenhänge, wo wichtig ist, dass man den Finanzfluss mal genauer anschaut, wie der verwendet wird und auch wer über das entscheidet. Das ist mir extrem wichtig. Ich will auch nicht in die Vergangenheit schauen und irgendwelche Schuldigen suchen, sondern dass man wirklich sagt, jetzt ist das Fenster offen, es sind die richtigen Leute da, die richtigen Besetzungen in den Gremien und jetzt ist der Moment, wo wir die Sache angehen wollen. Ja, wünsche tue ich mir eigentlich, dass das passiert, was jetzt scheint zu passieren, dass man eigentlich in einer Arbeitsgruppe möglichst mit den Beteiligten oder Betroffenen Player in diesem Sinn zusammensetzt und möglichst rasch und effizient zu guten Lösungen kommt, wie man da in Zukunft zusammen für unsere Region die Gelder gut verwenden. Nicht alle sind für diese Motion.
So zum Beispiel auch der Daniel Sulzer, der Direktor vom TOI, Tourismusorganisation Interlaken. Auch dort ist der Ben Abeckle vorbeigegangen und hat mit ihm ein Interview führen. Das TOI beurteilt diese Motion als nicht zielführend umsetzbar, weil sie das Prinzip von Kompetenz, wer Kurtaxenverwendung beurteilen kann, missachtet, wohingegen das Prinzip besagt, Kurtaxen-Zweckgebundenheit ist das Entscheidende. Und die Kurtaxen-Zweckgebundenheit ist für uns nicht verhandelbar. Ja, Kurtaxen-Zweckgebundenheit entsteht aus dem Kurtaxenreglement. Und das Kurtaxenreglement hat ja nicht das TOI erfunden, sondern das kommt vom Kanton Bern. Das Musterreglement kommt vom Kanton Bern und das wiederum ist angelehnt an das eidgenössische Steuergesetz. Darum nicht verhandelbar. Und die Kurtaxe, wir reden nicht von kleinen Beträgen oder kleinen Prozentanteilen, sondern Kurtaxe wird vom Gast entrichtet und muss ausschließlich für einen Gast eingesetzt werden. Ja, es ist ein Potenzial von Zweckentfremdung von der Kurtaxe, steht durchaus im Raum, wenn man die Motion so liest. Auch wenn man die Antwort vom Gemeinderat jetzt liest, wo der zur Verhandlung kommt, wo ich werde dabei sein als Zuschauer. Dort besteht das Potenzial einerseits, dass man das Gefühl entwickeln könnte, dass der TOI-Vorstand politisch bevormundet werden soll, wohingegen allen klar ist eigentlich, dass Politik breit im TOI-Vorstand vertreten ist. Das TOI ist seit sehr vielen Jahren vertritt die WGS-Gemeinden, also alle 6 Gemeinden, und die entsprechenden Behörden sind in den TOI-Vorstand delegiert. Also man weiss sehr gut im TOI, wie Kurtaxe funktioniert. Und der TOI-Vorstand und die Mitgliederversammlung haben mehrmals bewiesen in der Vergangenheit, dass das TOI eben sehr gut versteht, was Gästenutzen ist und dass die Kurtaxe eben zweckgebunden eingesetzt wird. Das war es schon wieder vom Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt übergebe ich noch das Wort zu den Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, die euch sagen, wie es mit dem Wetter weitergeht. Von mir war es das. Ich wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen an dem Dienstag, wo sich sehr sonnig präsentiert hat, nach Auflösung von Hochnebelfeldern. Und wir haben ein aktuelles Hochdruckgebiet, das hier im Alpenraum wetterbestimmend ist. Das wird auch die nächsten 2-3 Tage so bleiben. Darum können wir dann am Morgen und Mittwoch wieder mit einem sonnigen Tag rechnen. Es hat höchstens lokales paar Nebelschwaden am Morgen, sonst sonnig. Und am Morgen müssen wir uns noch warm anlegen. Mit verbreitet, wir sehen es hier, leicht frostige Temperaturen. Es geht aber darauf am Nachmittag auf 14-15 Grad. Wird vorfrühlingshaft mild und das Ganze mit wunderbar sonnigem Wetter, sowohl im Flachland wie auch in den Bergen. Am Donnerstag sieht es ganz ähnlich aus. Höchstens lokales bisschen Nebel am Morgen, sonst viel Sonne bis zu 16 Grad. Am Freitag dann ein Schub Sahara-Staub, der uns erreicht. Die Luft wird so ein bisschen dreckig und es gibt dann auch dichtere Wolken. Föhn kommt auf im Oberland, am Samstag zum Teil sonnig, einzelne Regengüsse aber möglich. Wir sehen hier sehr, sehr milde, frühlingshafte Temperaturen und ab dem Sonntag geht es dann insgesamt veränderlich weiter. Tendenziell haben wir dann auch wieder ein bisschen einen Temperaturrückgang. Das waren meine Damen und Herren vom Wetter auf der Plattform J. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.